Vielmals merci, Herr Präsident, die Herren Ministerin, die Damen und die Herren. Ich will auch aufhängen, wie Kollege Fedrunet schon gemacht haben, an dem honorablen Herrn François Benoit. Ein großes Merci für sein Budgetsrapport. Das ist immer ein ganz großes Arbeit, für so einen Rapport zu machen, verlangt ganz viel Investiment, ganz viel Serieux, und das muss ich besonders hervorheben. Ich will aber auch sagen, dass am Herrn Benoit seinem Rapport direkt ein paar Punkte sind, die ich speziell unterstreichen, weil sie politisch auch interessant sind. Tatsächlich, dass Herr Benoit gesagt hat, dass nach so viel Wohnraum disponibel wäre 300.000 Leute. Ich erinnere mich, und das mit einer gewissen Satisfaktion, ich erinnere mich, weil das noch nicht so lange hier, dass die Grüne Partei gesagt hat, oh mein, der Wurstum und all die Populationswurstum und so weiter, das ist ein großes Risiko für Natur, für Umwelt, für alles. Hallo, sehen wir eine gewisse Satisfaktion, für so 300.000 als ohne weiteres an den Perimeter nach möglich, dann hat man schon eine Population von 900.000. Das Zweite, was ich hervorheben will, als das Herr Benoit, Souvereur de Mapper, gesagt hat, dass an diesem Budget die geringsten, die man je hatte, sollten 1,1 Milliarden für Klima und so ähnliche Projekte vorgesehen wären. Die korrigiert mich, von der Stadt nicht richtig hören hat. Aber das ist enorm viel Geld an einem Budget, das ein Defizit aufweist von 2,4 Milliarden. Also muss man auch die Ausgaben erfreuen, das wird man auch machen. Und das Dritte ist, ich konstatiere, dass Herr Benoit von einem demokratischen Defizit geschwärzt hat. Er hat gesagt, von der Partizipation an der Gesellschaft, der Inklusion, auch von unseren ausländischen Mitbürgern. Aber es gibt ein demokratisches Defizit hier im Land, Herr Benoit und Herr Kollege in Gringen, dass zum Beispiel der Zirkonskription Osten oder Zirkonskription Norden nicht genug repräsentiert sind hier im Parlament. Das ist ein demokratisches Defizit. Es gibt danach. Es gibt aber auch ein demokratischen Defizit bei denen Geringen. Weil wenn ein Resultat von einem Referendum nicht unerkennt, wie die Timeout, weil der probiert, wie lernst das Referendum, lernst die 80% zu finden, bei dem ist auch ein demokratischen Defizit festzustellen. Es gibt aber kein demokratischen Defizit am Hinblick auf Partizipation von unseren ausländischen Mitbürgern, weil all die können Lützeburger gehen und alle politischen Prozesse dann teilhaben. Den Herr Benoit hat engagiert, eben ganz viel Gewicht auf eine geringe Ideologie gelöscht. Und hat das lang begründet, auch Madame José Loche hat das mit dem Neuen ganz lang gemacht. Und wir wollen weisen, dass was hier als proposiert, echt der Schuld wie nutzt. Das ist eine nicht realistische Politik, sie ist nicht realisabel. Aber weil sie weder realistisch noch wirklich realisabel ist, ist sie mal nicht wünschenswert. Wir wollen nicht weisen, und das komme ich ja nur darauf zurück, dass die Politik, die heute proposiert wird, eigentlich die Zukunft den jungen Leuten hypothekiert. Und dass sie der Umwelt in der Umständen mehr schuld wie nutzt. Wir als ADR, wir stehen für einen ganz engagierten Umweltschutz. Einen ganz engagierten Umweltschutz, aber eben einen, der realistisch ist, an den schlussendlich nicht mehr schuld wie nutzt. Das Budget kommt an einer Zeit von großer Unsicherheit. Wir haben Probleme am Welthandel, wir müssen neue Relationen mit den USA neu definieren und mit dem neuen Präsident. Auch das wird schwierig. Wir stehen nun Brexit an einer Neudefinition, nicht einmal für den Finanzplatz von unseren internationalen Relationen. Alles das sind Elemente natürlich, die für eine vorsichtige Budgetpolitik plädieren. Und auch wenn es der sanitären Situation könnten an einem ganz schweren Moment. Wir haben einen ökonomischen Abbruch, das beschrieben gehen von einer Größenordnung von 4%, der Chômage ist auf über 7% geklommen. Und die Regierung hat dann noch die Clause pour circonstance exceptionnelle gezogen aus dem Gesetz von 2014, die erlaubt, in den normalen Budgetsregeln zu derogieren und eben den Normen vom Europäischen Stabilitätspakt dann nicht zu applizieren. Und sie realisiert, sie kriegt auch nicht mehr die Objektiv à moyen terme, die mittelfristige Finanzplanung kann sie nicht mehr realisieren. Es gibt noch denen Recht, die für mir Heistungen gesagt und dass die Regierung keine Reserven gelöst hat an besseren Zeiten. Das schenkt mir wirklich ein Faktum zu sehen, den nicht kann contestiert gehen. Für uns gilt noch immer gouverner c'est prévoir. Und das heißt eben, dass in Zeiten, wo ein Überschuss hat, Schulden aufbaut, spurt und eben für mich Schlechtzeiten Geld anlegt. Das ist nicht gemerkt. Den ökonomischen Rückgang, den wir das Jahr haben, ist eben zu einem großen Teil auf politische Decisionen zurückzuführen, die im Kontext von einer sanitären Krise geholt wurden. Wir hatten am Anfang, wo man noch nicht wusste, was ging, ob es durchkommen, am Anfang von dieser Krise,
hat mir als ADR auch all die Maßnahmen mitgestimmt, die damals geholt goufen. Den Etat de Krise, an den Lockdown, ob schon auch damals schon den Lockdown ernst gehandhabt hätte, wie die Regierung es gemerkt hat. Wir hätten zum Beispiel auch damals unter den nedischen Sicherheitsbestimmungen die kleinen Geschäfte erlaubt, abzubleiben, und nicht nur die großen. Aber den zweiten, den Lockdown, den wir haben, den fanden wir an der Applikation nicht richtig. Wir sind gegen den Ausgangssperre, von der wir uns noch immer froh, was sie überhaupt soll bringen. Wir sind dagegen, dass der Noreska-Sektor Kultur und Sport komplett zugemerkt gehen. Die Leute leiden darunter, es gibt keine klare, und Herr Englen hat das hier ein gesagt, keine klare Justifikation für das zu machen. Das ist wirklich eine ökonomische Krise, die zum Teil selber produziert ist, aber der sanitäre Benefit zweifelhaft ist. Wir hätten also, wenn wir so gehabt hätten an dieser Situation, sicher Männer negativ ökonomisch und sozial Konsequenzen gehabt. Der Staat muss auch aufpassen, Herr Finanzminister, und das leidet zum Teil an ihrer Verantwortung, dass nicht die pure Administrationen, die keine Schulden Aufforderungen gegenüber den Betrieben, dass die nicht gleichzeitig kommen an Rückstände auffordern bei der TVA, bei anderen Steuern, wo Betriebe bewusst auch durch eine staatliche Aktion an eine Situation herangedriven gehen, wo sie vielleicht nur müssen eine Faillite erklären. Da muss der Staat einfach andere Möglichkeiten finden. Es geht doch nicht durch, wie zu so die Administrationen applizieren Gesetze, da müssen eben Gesetze angepasst gehen, aber wir müssen gucken, dass wir so viel wie möglich Betriebe durch das schwere Zeit kreieren. Die angespannte Situation an den Kliniken, die hat natürlich auch mit der Spidolsreform von der LSAP zu tun. Denn Herr Engel ist nur nicht hier, aber trotzdem läuft das vielleicht irgendwo noch. Aber wir haben an der Publikation vom Stadtteil, auch das hat Herr Engel schon viel gelesen, wir haben eine Reduktion von der Zahl von den Betten. Nicht nur par rapport zum Bevölkerungswachstum, sondern eine absolute Reduktion von den Betten von 2821 am Jahr 2000 auf 2659 am Jahr 2019. Das ist einfach irresponsabel. An die Situation an den Kliniken, die ist auch zum Teil geschuldet der Spidolsreform. Und das wir nicht so probieren, als wir das nicht zu machen. Wir haben als ADR eine Proposition de loi gemacht, für das zu redressieren. Für was kommen da nicht dahin? Wir holen die Proposition de loi direkt auf den Ordre du jour, wir machen den Rapport, wir gucken, ob wir den Avis vom Staatsrat kriegen, und da stimmen wir das. Wir müssen Kliniken, wo künstliche Limitationen von der Zahl von den Betten befreien, für die Sanitärsituation zu verbessern. Und die Inaktion von der Regierung an dem Domain, der Schlüsseldomain, das kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben auch massiv Defizite da, und das betonen wir immer, wo der Staat eigentlich hauptsächlich kompetent ist, für zu agieren, am öffentlichen Raum. Wir haben Defizite gehabt, wie die Situation an den Schulen angepackt ist, wie es an den SIPAN angepackt ist. Denn Herr Spautz hatte mir nach ganz opportun Manier auf die Probleme aufmerksam gemacht. Am öffentlichen Transport hat man groß Press, wo den Tramlo angeweiht gehen ist, weil er wie auf Gär geführt gehen ist, wo Leute dran zu Summe gedreckt stungen, an der an Seite wo Covid. Und da so einfach, wir sollen am Private, wo der Staat nicht verloren hat, da will alles bis an den letzten Detail reglieren gehen. Wen der gesehen, Boma mit der Kamera oder nicht, aber wenn es darum geht, für Leute an den Tram zu Summe zu drecken, wegen Foto, wegen Anweihung dort zu machen, da sieht einfach da. Das geht nicht. Kümmert euch um den öffentlichen Raum, lasst Leute an ihrem Privatleben, an ihrer Verantwortung an einen freien Staat können evaluieren. Wie sie es gehört. Das Resultat von dieser Krise ist natürlich auch budgetär. Mir lust mich vielleicht, das ist aber noch vielleicht wichtig, dass ich auf die Impfungen für angehen. Die Impfungen, und das wird in England auch schon beschrieben, das kann helfen. Wir gesehen aber mal zu, dass der Druck auf die Europäische Medikamentenagentur von Tag zu Tag klimmt. Auf RTL.lu wurden gestern eigentlich 2 Artikel, und ich kann mich erinnern, den Delay geht immer nur 4 geregelt. Wenn ich da die Medikamentenagentur soll hier einen Akkord geben für den Impfstoff. Und dann ist ja klar, dass ein enormen ökonomischen und politischen Druck da existiert. Es wird gesagt, ja, wir kriegen mehr Zugang zu Donnerien wie bislang. Das ist nicht kredibel. Es besteht einfach ein Druck. Und wir so muss sichergestellt sein bei den Impfungen. Erstens, dass sie freiwillig sind. Und dass nicht einen direkten oder einen indirekten Druck auf Leute kann ausgeübt gehen. Und zweitens, dass Sicherheit wirklich garantiert ist. Den Herr Minister Gramegna hat heute gesagt, ja, sie sind gratis für die Leute, aber nicht gratis für den Staat. Aber Herr Gramegna, die Suchen, die dir hat, das sind die Leute hier suchen. Die Steuersuchen, das sind all die Leute hier bannen, all die Leute, die aus der Börse nur gucken, sind denen hier suchen.
Also bezahlen Leute die Impfung über hier steuern. Aber das ist nicht so, mit diesem Finanzminister, die müsste das wissen, dass der Staat zuhören hat, die nicht gegen von den Leuten kommen oder von den Betrieben. Das ist nicht gratis. Leute bezahlen, die wird steuern. Aber das ist gut, dass sie nicht nachher müssen bezahlen, wenn sie sich impfen lassen. Wir begleiten die ganzen Prozesse konsequent als ADR. Wir haben auch Frohen, weil das als Aufgabe als Oppositionspartei. Als Schritt, den das Regierung hält, haben wir Frohen. Das ist nicht richtig. Wenn, egal, auch in einer sanitären Krise, einfach alles akzeptiert wird, nicht hinterfragt wird, was von der Regierung kommt. Wir haben Frohen. Das ist als Pflicht, das ist als Aufgabe, das ist als Recht, Regierung zu kontrollieren. Wir machen das konsequent. Wir gucken auf die persönlichen Freiheiten in dieser Krise. Wir gucken auf die Religionsfreiheit, auch auf Christen. Wir gucken auf die ökonomische Freiheit, Liberté de Commerce, an alle Freiheiten, die in unserer Konstitution verankert sind. Und wir haben Frohen alles, was die Regierung möchte, für zu gucken, ob das, was sie möchte, wirklich nötig ist und ob es effizient ist. Daher ist es sowieso. Die Löcher, die nur am Budget entstehen durch das Krise, da gibt es zwei Methoden, für das können zu redressieren. Es gibt da zwei, es gibt da keine drei. Die eine ist, die Männer aus, zu gucken, wie das Budget an Gleichgewicht zu kriegen. An die andere ist, dann den Eigen, da hält mehr Schulden ab, wir können weiter viel auszugehen. Es ist so nicht ganz klar, ICW als ADR, als den für den Depensen loszumachen. Für genau zu gucken, wo ich kann Depensen machen, weil auf die Schulden kommen noch zu schwätzen, wir haben mehr wie genug Schulden, wir können nicht so weitermachen und immer nur Schulden machen und da so, es gibt keinen anderen Weg. Doch, es gibt einen Weg. Und dann die Idee, für permanent Steuern zu erheben. Immer soll Steuern angefeiert gehen. Und das ist ein richtig Kurs. Die Gring zum Beispiel, die feiern die Kohlendioxidsteuer an. Sie feiern sie an, also sie feiern sie auch noch gleichzeitig als großen Erfolg. Ein Kohlendioxidsteuer, die sie auch soll den Tanktourismus bekämpfen. Den Tanktourismus, den nach immer irgendwie eine wichtigste Rezepte vom Lützeburger Staat durchstellt. Das muss ich also wissen. Aber was geschieht mit der Kohlendioxidsteuer für den Tanktourismus zu bekämpfen? Es soll mehr Männer zu Lützeburg getankt gehen, mehr am Ausland. Das ist dem Klima komplett egal, ob zu Erl getankt oder zu Stengelfurt. Das ändert an ihrer eigenen Logik nicht. Mir wo es ändert, dass das den dramatischen Abbruch aus von den Staatsrezepten von Lützeburg, also haben wir auch Männer suchen, wie Sozialprojekte zu finanzieren, weil auch die Suche fallen nicht vom Himmel, weil die merkt, als die macht nichts für das Klima, weil das kein Unterschied ob zu Erl oder zu Stengelfurt getankt wird für das Klima. Wir haben Männer suchen an der Käse. Und das schwätzt nicht für soziale Kompensationsmaßnahmen. All die Rezepten, die man nicht kriegen durch Politik, die fehlen auch am Staatsbudget für das zu machen, dir eventuell vorstellt. Das ist eine Verantwortungslosigkeit. Die könnt auch als Teil eine Politik als gering verkaufen, die dem Klima überhaupt nicht nutzt und als Effekt hat, dass man hier enorm Abbausen haben, auch für Sozialleistungen können zu bezahlen. Die wollt auch mit der Kohlendioxidsteuer, so etwas typisch geringste Leute vorschreiben, wie sie sollen leben. Das ist nicht nur, dass ergreift an ökonomische Prozesse und so weiter, mit die Desindexierung, das hat ja einen politischen Zweck. Die Leute, die sollen mit dem Auto fahren und die machen mit dem Auto fahren, die gehen auch dafür bestraft. Die wisst besser, was gut ist für die Leute selber. Wir denken das nicht. Lust die Leute hier Freiheit. Also die Desindexierung, die drohen mir nicht mit. Für uns ist das eine Indexmanipulierung, wie es viele andere auch gibt. Aber wir sagen, die Kohlendioxidsteuer, die soll am Index berücksichtigt gehen. Aus sozialen Gründen begrüßen wir aber, dass wenigstens ein paar Kompensationsmaßnahmen für sie laufen, aber wir sollen aber auch, wir haben noch keine Kompensationen für uns Bauern. Mama so zum Beispiel. Auch das ist wichtig, dass die Leute, die DAX vergisst gehen, mir auch sie verdienen, nicht unterstützt zu geben vom Staat. Die Gring haben noch die neue Berechnungsmethode für die Autosteuer mit dem Gewissen. Wir haben die nicht gestimmt. Wir wollen nicht, dass die Autofuhren systematisch mit Steuer gemacht wird. Wir sind dafür, dass den öffentlichen Transport ausgebaut wird. Weil wir sind der Überzeugung, dass ein gutes Angebot besteht am öffentlichen Transport. Der wird noch benutzt. Aber wir verteidigen gleichzeitig die individuelle Mobilität. Wir gehen nicht gegen die Autofuhren als Prinzip. Und ich sage noch einmal, weil wir Alkeias sagen, wir sind gegen alle Subventionierung von der Elektromobilität, solange die auf Kanada, dann Afrika, basiert. Es ist eine moralische Zumutung, dass die permanent von Menschenrechten schwätzen und die Entreprise sollen allmählich moralische Normen anhalten und der Pensionsfonds soll allmählich moralische Normen anhalten. Und der Staat, die Regierung, die hält überhaupt keinen an. Du hast ein Widerspruch, setz dich mal mit ihr selber auseinandernehmen in dem Kontext. Die Welt, die hat bewiesen,
sich an die Hütte doch gesucht, er bin gesucht, einer und doch gesucht, dass die Gering eigentlich für ein omnipräsente Staat sind. Das ist starke Staat an ihrer Terminologie, nennen das omnipräsent. Die will alles kontrollieren, die Ökonomie und noch Privatleben von den Leuten. Es ist schon immer eine Tendenz bei ihr, die totalitaristisch. Wir refusieren das. Wir refusieren das. Und ökonomisch, nicht nur, dass er politisch Probleme hat, konzeptuell, aber ökonomisch hat er auch, weil ihr verkauft als Investition an das Staatsbudget, was eine Depense ist. Das sind zwei verschiedene Sachen. Eine Investition muss eine Retour haben. Eine Depense hat keine Retour. Und ihr vermischt das. Die sagt, alles als ein Investiment für hohe Depensen zu justifizieren. Das hält sich ökonomisch nicht. Konzeptuell, ich gebe euch ein Beispiel. Die schwätzt von Klimaverschmutzung. Das ist auch so politisch Wort. Politisch. Es kann einen Fluss verschmutzen. Es kann einen Boden verschmutzen. Es kann ein Wasser verschmutzen. Aber das Klima ist ein statistisch Gerät. Das ist Statistik. Und eine Statistik kann ihn nicht verschmutzen, es kann ihn sie fälschen, das brauche ich nicht zu sagen. Aber das auf jeden Fall als Klima eine Statistik, und die kann ihn wohl verändern, und das Klima verändert sich durch natürliche Ursachen, und auch durch menschengemachte Ursachen, und eine muss man nicht genau kennen, aber das ist keine Verschmutzung, das ist eine statistische Entwicklung. Dafür ist das Argument von Pollueur-Payeur rein politisch, es entspricht nicht einer reellen Situation. Der SAP. Der SAP will möglichst sehr eine Erbschaftssteuer an direkter Linie an eine Vermögenssteuer aufhören. Herr Präsident, die Grünen sind so begeistert, müssen Sie vielleicht so, dass Sie ein bisschen so eine Nullausstimmen. Mit der SAP. Der SAP will Erbschaftssteuer an direkter Linie an eine Vermögenssteuer so sehr wie möglich aufhören. Wir lesen auch, sie will nur noch Finanzausgleich und Nordische Regionen bezahlen, das auch nach ganz teuer Größenordnung rund 100 Millionen Euro. Da soll Grundsteuer kommen, auch das schlussendlich etwas, was wahrscheinlich jeder trifft, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass für viele Leute nicht billig gehen. Andere eine Spekulationssteuer, wo wahrscheinlich jeder, den hier im Land den Terrain heute geschwind zum Spekulant erklärt wird. Also wir haben hier eine Koalition, wo Steuererhebungsparteien, die Grünen, der SAP, da fragen wir uns erst einmal der DP mit den Steuererhebungen. Ich zitiere hier verschiedene Politiker von der DP. Und ich muss sagen, wenn er die Zitate hört, dann so ich stehe mit größer Satisfaktion, weil das sind DP-Zitate, die komplett auf RDR Linden leihen, und dafür sind sie gut. Und ich schenke mit dem Herrn Minister Pierre Gramegna. Ja. Den Herr Pierre Gramegna sagt, mit Steuern verdauert keine Krise. Mit Steuern riskiert den Krise nach mit Dave zu machen. Wie richtig, Herr Gramegna. Ich sehe, wie schlecht Entreprisen in Russland sind, so, mir da doch all der. Von der Schiene gebe so, wir geben noch nach Steuern an die Luft setzen, sie geben die Welt nicht verstehen. Das sagt er den 29. April. Ein anderer ganz respektierter Kollege, Herr André Bauler, sagt, Steuererhebungen in der Krisenzeit sind Gift für die Preise, und geben die brutale Krise, die wir im Moment erleben, nicht mehr noch verschlimmern. Bravo, Herr Bauler. Wir sind uns komplett eins. Den Herr Büttel sagt den 10. Dezember am Paper Jam, tout aus dem Poste comme un poison. Wir sind immens zufrieden, als RDR mit denen aussuchen. Wie viel Wert hält ich da nicht drin? Weil die Demokratische Partei ist doch die all die Gering an die Rotsteuererhebungen, die ich für Druck genannt habe, nicht mehr matt dreht, aber sie setzt da noch selber mal drauf. Der Premier Büttel, der könnte den 21. Juli vom Conseil Européen ganz höflich heim, und er könnte mit neuen Ressourcen propre für die EU, er könnte mit einer Plastiksteuer, er könnte mit einer Abbeziehung von Schiff- und Luftverkehr, Klimaarrangementen, und er könnte mit einer Finanztransaktionssteuer an der Konklusion vom Conseil Européen, eine Finanztransaktionssteuer, die Gift als Finanzplatz, da komme ich zurück auf das Wort Gift, und ohne alle Referenz auf die OECD. Weil es wo bis lo, für dem Herr Büttel, seinem Exploit am Conseil Européen, für uns klar, dass man eine Finanztransaktionssteuer nicht mehr aufhören, weil Lützeburg nicht singularisiert wird, mit dem Risiko, ob alle größeren Finanzplätze auf der Welt verdient wird, ob manst am Kader von der OECD. Auf das in der Mauern, auf alle Ambiguitäten aus dem Weg zu räumen. Der Präsident kann sich eine echte Motion auf den Sinn. Als ADR, als klar Finanztransaktionssteuer, das geht nicht mehr auf OECD-Niveau. Wie ist das möglich, Herr Büttel, dem Conseil Européen, da lesen sich doch der Belgischer Premierminister vertreten. Ich weiß nicht, ob Herr Büttel das dezidiert hat oder die Belgische damals Premierminister. Und da könnte zwischendurch hin, möchte der Regierungsrat, ob schon 2 Vizepremieren hier am Land hat,
und da fährt den zurück auf Brüssel, und da könnt den heim, und da sieht man als ganz hochverstehen, hat sich angesagt, Themen von der polnischen Bandenpolitik. Mir äußerst das egal. Was uns interessiert, dass wir Premier haben, den sich für die Interessen von unserem Land ersetzt, und die Finanztransaktionssteuer bekämpft, und guckt, dass man nicht benötigt gegenüber anderen Ländern. Das ist eine Aufgabe, und der Rest ist vielleicht sein Hobby. Mir geht nicht auf Brüssel für Hobbyen zu pflegen, mir geht auf Brüssel für die Interessen vom Lützeraer Land zu verteidigen. Den Herr Gramegna, das ist der Herr Minister, der hat vor kurzem gesagt, Digitalsteuer, da könnt ihr auch damit leben, wenn die rein europäisch wird. Und auch das umricht mir nicht. Wir hätten noch gerne eine Digitalsteuer, wo wirklich die großen internationalen Konzerne konzerniert sind, dass das auch im Niveau von der OECD geschieht, und nicht nur in Europa. Bis dann gibt es viele Gespräche um Taxen, Douanetaxen, wie Dumping zu bekämpfen. Das gibt ja auch da gesagt, Sozialdumping, ökologischen Dumping, wir müssen an der Grenze in der Europäischen Union Taxen abfeiern. Ja, das kann ich mehr. Wir müssen aber wissen, dass wir die alle bezahlen, auf zwei verschiedene Manieren. Wir bezahlen die als Gesellschaft und als Konsumateuren. Erstens kriegen wir die Rechnung, weil selbstverständlich die anderen Staaten dann noch am Kader von der Reziprozität Taxen abfeiern gegen die europäischen Produkte. Das heißt, wir gehen noch kompetitiv, wir verlieren Anteile am Weltmarkt, wir verkaufen noch mehr. Das ist ein klassisches These an der Ökonomie. Wenn Taxen abfeiert und an der Taxe Leute, dann geht es sich mehr arm davon, und nicht mehr reich. Zweitens, all importierte Produkte geht eben durch die Taxierung auch mit teuer. Das bezielt auch jeden der Konsumateur. Das ist für mich ganz schwer nur zu vollziehen. Das immer gesagt wird, der Präsident Trump schrecklich, Unilateralist und nicht Multilateralist, Protektionist, America First und so weiter. Und da wird kritisiert von Amerika Taxen abfeiert. Und wir als Europäer meinen auch, gibt das als etwas Positives verkauft. Wie wäre das doch schlecht, was die Amerikaner machen, gut, was die Europäer machen? Wir als ADR, und das will ich klar sagen, wir sind für den freien Welthandel. Wir sind in dem Sinn eine richtig liberale Partei. Für den offenen Markt. Weil nicht mehr so können wir als Betrieber, als Dienstleistungsbetrieber, als Handel die Chance geben zu evaluieren in einem kompetitiven Umfeld, mit den bestmöglichen Bedingungen, wie in der Spitze zu bleiben, wie sich zu behaupten. Wir wollen als Entreprisen unterstützen. Und sie nicht über Protektionismus mittelfristig oder langfristig schwächen, und nicht als Gesellschaft mit Armen, wenn es Rezepte aus dem 19. Jahrhundert für die Gambia-Politik so heilen machen. Die Kaufkraft von den Leuten muss erhalten bleiben. Wir sind als ADR ganz klar eine Partei gegen Steuer- und Taxenerhebungen. Also wäre das ein Rezept. Und lauscht das von Schliff no, weil du kannst vielleicht für euch ganz interessant gehen. Männer ausgehen. Als nicht dasselbe wie Austerität. Männer ausgehen als nicht dasselbe wie Austerität, weil das liegt gesagt, sie wollen Männer ausgehen, das heißt die Spuren auf Käste von den Leuten. Nee. Und das heißt doch nicht Investitionen mit antizyklischem Charakter zurückschrauben. Auch das heißt das nicht. Wir wollen einfach Prioritäres vorholen. Wir wollen Sachen, die nicht prioritär sind, die überflüssig sind, die nicht direkt müssen gemerkt gehen, streichen, zurücksetzen, und einfach das Budget so aufpacken, dass wir gucken, dass wir die Depensen mit den Resetten an Eklang kriegen, dass wir das zusammen feiern. Das verdient und das bedingt politische Courage. Wir bringen die mit. Das geht nicht einfach zu sagen, alles als eine Investition. Und wenn dein Konsumausgabe ist. Und es geht auch nicht, wie das in Europa DAX probiert wird, wie zu sagen, wir müssen die Investitionen nur aus den Budgetskriterien rausrechnen, wie zum Beispiel an der Défense oder verschiedene Sachen am Umweltbereich, darüber kommen wir zurück, weil uns das dann nicht passt oder weil das probiert wird, zu kommunitarisieren und so weiter. Eine Dépense als eine Dépense, ein Investiment als eine Investition. Das sind so verschiedene Sachen ökonomisch, aber wir hätten gesagt, eine Ehrlichkeit am Budget ohne Trickereien, wir können da Falschspiel zu vermitteln. Wir sollen nicht über das Verhältnis leben. Und wir hätten gerne, dass das Budget am Gleichgewicht ist. Es gibt einfach viele Bereiche, wo wir als ADR gingen Spuren. Aber wenn ihr Fragen stellen, dann ging ich auch direkt zu wo. Wenn kein Frage stellt, spuren ich mal die Zeit und kommen auf andere Probleme. Das stellt froh, Herr Baum, das stellt froh. Weil dann wird man nicht auf meine Redezeit gerechnet. Wenn wir heute so eine Erhebung vom effektiv von 1000 Plätzen stimmen am Staat, dann ist das auch eine Konsequenz zum Wursten. Mit einem Deal von der Argumentation sind wir d'accord, nicht einmal mit den Leuten, die in den Sicherheitsbereich sollen kommen. Aber wir können den Ausbau vom Staat nicht permanent vorantreiben. Es heißt nämlich, Fixkosten am Staatsbudget für die Fonction publique zu viel hinschreiben.
Und das heißt auch, dass man den privaten Sektor Ressourcen gut Leute wäschholen, weil auch der private Sektor den DAX Schwierigkeiten in der Konkurrenz mit dem Staat können, genug gut Leute zu finden, für denen Leben nach mich schwer zu machen. Wir müssen als Staat als auch können erschränken. Den hohen Wachstum, den wir am Blick haben, den will man auch hier ausschwärzen. Ich komme direkt darauf zurück, ich will aber noch ein paar Bereiche nennen, wo wir als ADR wollten mehr ausgehen. Mehr. Aber das sind alles ganz kleine Ausgaben. Ich will sie trotzdem hier mentionieren, das Ganze, das dazu mehr sich nicht zu großen Ausgaben. Ich denke mir aber politisch wichtig, wie ich Beispiele zu sagen, von mir als ADR wollten mehr ausgehen. Wir wollten zum Beispiel die Mobilität von den älteren Leuten verbessern, den Adapto, ob sie die Leute eine Behinderung haben oder nicht. Anscheinend ist es besonders wichtig, für den älteren Leute auch individuell Transportmöglichkeiten zu gehen in einer Zeit, wo Transportpublik für sie potenziell gesundheitlich gefährlich können sein. Das heißt, all die Erfahrungen, die die Regierung gemacht hat, für den Adapto zu reduzieren, gingen wir rückgängig machen. Zweitens, wir gingen den Chômage partiell an private Sektoren bis zu einem bestimmten Plafond auf 100% herabsetzen. Wir gingen da der ältere Geld abfeiern, für die Familien zu stärken, aber bis dahin Kannergeld an die Luft setzen. Wir gingen das SAMU sozial abfeiern, und auch Foyer für Männer an Not. Wir gingen den Älteren, die erkannt mit einer Behinderung erwerben, die nötig Garantie geben, für dass sie wissen, dass sie an ihr Kant ein Leben lang so unterstützt gehen, dass sie können ohne Angst und ohne Sorge Ja zu ihrem Kant sagen. Wir gingen junge Mädchen, die vielleicht ungeplant an anderen Umständen sind, all Hilfe und all Unterstützung gehen, für das auch sie können an aller Ruhe Ja zum Leben und nicht zur Auftreibung sagen. Wir gingen deutlich mehr an Sicherheit investieren. Wir gingen als Land mehr stark machen, für mehr resilient. Wir gingen Reserven in verschiedene Bereiche aufbauen, logistisch und personell. Und am Fall von humanitären Katastrophen wollten wir mehr gehen. Alles das sind keine großen Summen, wir sind eine große politische Bedeutung. An der Staffelung vom Elterngeld ging man nicht nur mit Familie stärken, wir gingen also auch viele soziale Probleme vom Hals holen, aber wir gingen am Bereich spuren, sodass wir wirklich auch mal nicht gingen unter dem Strich mehr so ausgehen, aber als Gesellschaft besser machen. Wir haben als ADR auch die Courage zu sagen, dass wir als müssen den langfristigen Herausforderungen für als finanzielle Gesundheit zu garantieren stellen. Und das sind da 5. De Wachstum an Pensionssystemen, den europäischen Währungssystem, die Schulden an das budgetäre Gleichgewicht, das Logement an Zukunftsorientierung vom Budget. Erstens, wir müssen über als Wachstumspolitik nur denken, für sie neu auszurichten. Der Wachstum von unserer Ökonomie können wir nicht mehr steuern, wir dürfen nicht weiter erleiden. Qualitative Wachstum heißt den ersten Platz, dass wir aus allen Automatismen herauskommen, die uns zum Wachstum zwingen. Wir müssen als Handlungsfreiheit zurückgewinnen. Wir können nicht an einem System bleiben, das uns dazu zwingt, all Jahr 3–4% Wachstum zu haben, für als Pensionen können aufzusichern. Langfristig kann das nicht mehr versuchen. Du weißt, müssen wir über die Aufsicherung der Pensionen nachdenken, und wir brauchen eine Rente. In dem Sinn, Herr Präsident, will ich auch eine Motion präsentieren. Merci. Von mir haut zweitens, als ADR wollen wir auch über das europäische Währungssystem schwätzen. Weil den Euro geht immer mehr zu einem Instrument, für durch Tanner die eine politische Union herbeizuführen, ohne dass die Populationen von den Memberstaaten gefroht gehen. Das ist eine Strategie, die schief geht. Wir erinnern uns an das Veto an Frankreich und an Holland beim Verfassungsvertrag. Wir sind für eine Reform von den Tage 2 sollten, aber wir denken, dass es auch möglich muss sein, dass der Staat zeitweilig aus dem Eurosystem herausklemmt. Die EU-Kommission, der von Eisen an keinen direkten Zugang zum Kapitalmarkt hat, der Fonds de Relance basiert auf einer Illegalität. Das ist leider so, und dafür können wir ihn auch nicht unterstützen. Das ist ein langfristiges Gefahr für den politischen Zusammenhalt an der Europäischen Union. Wenn wir vom Euro schwätzen, Herr Finanzminister, pardon, das kann ich noch kommen, dann die Evolution de la dette. Da ist der Morgen hier ein Ziel gehen, und das war ganz interessant, eine Statistik,
über die Evolution de la dette publique en Europe. Du, da ist die gewisse wahrscheinlich am Ziel, wie zu so, mir letzte Woche mich noch ganz gut, oder das ist politisch legitim. Mir gibt es eine Statistik an Hand, die weiß, dass die Europolitik an den letzten Jahren eigentlich komplett falsch war. Weil ich gucke halt Griechenland. Griechenland, Evolution de la dette publique, die wurde ja an eine Krise kommen, und da gab alle möglichen Rettungspack gemacht, anderen, für Griechenland zu retten. Damals hatten sie, ich weiß nicht, 180% von der Schuld, und lohnen sie bei auf 200%, wo ist dann das Resultat von der Politik? Wir sagen, von die südeuropäischen Staaten, wir können kompetitiv zu sein, wie sie können zu reajustieren, müssen sie können in einer Zeit aus dem Euro raus, weil die heutige Statistik weist, dass die Erfahrungen, die in den letzten Jahren gemacht sind, sind eigentlich für nichts wären. Die Staatsschulden. Für uns als klar, dass wir die Schulden, wo Lützeburg, dass die nicht dürfen über 30% vom Bruttoinlandsprodukt klammen. Wir haben hier die Statistiken gesehen, die Zentralbank hat es gesagt, sie kommen 2022 schon mehr höher, je nach Szenario kann es sogar bis 36% gehen, relativ kurzfristig. Wir wollen das nicht. Wir müssen an 30% bleiben, aber wir wollen, dass Schulden remboursiert gehen. Wir wollen, dass man den Triple-A behalten, weil das essentiell ist. Ich höre Herr Benoit und andere so, aber das wäre also nicht mehr so Referenzwert und das wäre alles nicht so schlimm und so weiter und so fort. Und wir dürfen das nicht machen. Wir müssen gucken, dass wir eben mit Verantwortung auch nur draußen das Bild vermitteln von einer seriösen Finanzgestion, das ist möglich. Wir müssen nicht machen. Wir hätten gerne als ADR, wenn wir Schulden abholen, das Kapital von Anfang an zurückbezahlt wird. Wir wollen nicht an eine griechische Verschuldungsspirale ranklammen. Wir können uns das also ein ganz klein und ein ganz fragile Ökonomie überhaupt nicht leisten. Wir können uns nicht vergleichen mit großen Ökonomien und das so machen, als ging man noch relativ tiefline oder weit von den Maastricht-Kriterien weg. Wobei uns selbst in den Finanzsektor kennt, dann haben wir ein riesiges Problem in kürzester Zeit. Wir müssen einfach vorsichtig sein. Ich will doch dafür in diesem Sinn eine Motion haben, Herr Präsident, die uns dazu auffordert, Schulden zurückzuziehen. Merci. Merci auch. Wir haben ein klares Versprechen als ADR. Und ich will das hier wirklich unterstreichen. Und das Versprechen, das wir den Leuten machen, ist, dass wir das Budget an Gleichgewicht bringen. Wir wollen auch auf die Staatsquote aufpassen. Das heißt, auf den Prozentsatz der Rapport zwischen den Depensen vom Staat und dem Bruttoinlandsprodukt. Auch dem muss an einem vernünftigen Maß bleiben, dass der Einfluss vom Staat nicht so viel prädominant wird. 4. Punkt. Als Zentralbank wird also auf eine weitere ganz bedenkliche Entwicklung aufmerksam gemacht. Und das ist die Tatsache, dass Schere zwischen unserem Bruttoinlandsprodukt und unserem Bruttonationalabkommen ist, dass die permanent so nicht geht. Das heißt, wir exportieren immer mehr Suen an das Ausland und das wird ein Problem für unser Reichtum. Das hat natürlich ganz viele Ursachen, wir kennen die meisten, wir hängt auch mit der Logementsproblematik zusammen, selbstverständlich. Und noch mit anderen Fragen. Die Attribution von den Sozialwohnungen, die demografische Komposition und die Entwicklung von unserer Population hier im Land, da kommen wir auf die Integrationsfrage, mit der Migration. Wir müssen einfach eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, wie man den Exodus von den Lützeburger und Grenzregionen stoppen. Aber wenn wir nicht mehr Lützeburger oder Leute, die Lützeburger schwätzen, können überzeugen und motivieren, wie hier im Land zu wohnen. Der Enjeu ist ökonomisch, der Enjeu ist finanziell, der Enjeu ist auch kulturell. Welches Land mit welcher Identität will man den nächsten Generationen überlassen? Da hängt auch zusammen, wie dem Herr Benoit in Rechnung, 300.000 Leute mehr ran, mehr Platz. Welche Leute? Aber was heißt das für die Integration hier im Land? Was heißt das für eine sprachliche Zusammensetzung? Was heißt das für eine politische Institutionen? Wir müssen da können all die Sachen mal diskutieren. Wir wollen als ADR all vertretbare Optionen prüfen. Für das Leute hier im Land sich können ein Haus oder ein Appartement leisten. Wir müssen Wohnen einfach abordabel machen. Und das heißt, all die Sachen, die der Staat selber verschuldet wird, Wohnen mit teuer zu machen, wie zum Beispiel Dokumentation von der TVA auf Zweitwohnungen, wie zum Beispiel schrecklich übertriebene Kriterien bei den Bauvorschriften, allmählich Abklären, die kommen sind, restriktiv Konditionen für einen Kredit zu kommen, all die Sachen, die der Staat selber zu verschulden hat, wo er selber die Verantwortung hat, für die Not von den Leuten, für eine Wohnung zu kommen, will man rückgängig machen. Aber wir wollen ganz viel
Hëllefen so gestalten, dat ze viel mehr effikaz sind. Noch an dem Sinn fir de Logement de Leiit ze erlichteren, Nummer als RDR en ganz Reihe Propositionen hai opgeschrieben, die man wählte Männer, die mei joch a Form vun enger Motion willen ha präsentieren. Dat geht wirklich vun der Erhegung vun allen meiglichen Hëllefen, Uppassungen, die schon lang iwwerfällig sind, bis zu Dispositionen am Lokationsrecht an schmengen, dat eng Partei oder Parteien, die es wirklich dafür ersetzen, wie de Logement abordabel zu eigentlich Datei nimme kennten oder missten. Fünftens. De Budget wir müssen als Land zukunftsfähig machen und de Budget ist ein wichtiges Instrument für das können zu machen. Aber wie möchte den das? Wir wollen zuerst eine massive Unterstützung für Wissenschaft und Forschung, an der Naturwissenschaft, an der Mathematik, an der Informatik, an der Technologie. Also leef Kolleginnen geringe nicht bei Genders, nicht bei Gedesem, sondern nicht bei Pseudowissenschaft, sondern an den Herren der Wissenschaften. Da wo es gilt, da wo wir Konkurrenz sind, mit China, mit Korea, mit Japan, mit Indien, mit all den Staaten, die noch vier kommen, da sind wir zählt. An den Technologien, an der Rest können wir spuren. Das auf jeden Fall als das etwas, was wir auch ganz sehr erinnern. Wir wollen eine konsequente Unterstützung von der ökonomischen Diversifizierung. Wir wissen als ADR, dass wir als Land reindustrialisieren müssen. Und wir mengen das auch. Und wir wissen, dass wir die Abhängigkeit von China stoppen müssen. Wir wissen, dass wir an der Pharmazie, an der Chemie, an der Elektronik, an der Kommunikationstechnologien hochwertige Industrie müssen umziehen an Europa, also auch halt zu Lützeburg. Die Gring zeien sich, den allmählichen Administrativhürden, die sie da ersetzen, wie sich Reindustrialisierung aber wollen zu verhindern. Da geht da ein bisschen an die geringe Vokabuläre gepackt von Zukunft, an Umwelt und so weiter. Aber sich, was sie mengen, dass sie wollen keine Industrie. Aber wir wollen Industrie, wir wollen Arbeitsplätze, wir wollen Spitzentechnologie zu Lützeburg, wir wollen der ersten Platz stehen. Natürlich passen wir auf die Umwelt auf. Alle Menschen passen auf die Umwelt auf, die ein bisschen ein Gewissen hat. Aber wir hätten gerne, dass das Land unterspitzt ist und die bringt das Trick an Steckzeit. Wir hätten gerne bewusste Streben nur administrativer Vereinfachung. Eine volontaristische Unterstützung vom Entrepreneuriat, von den Independenten. Von den sozialistischen Kollegen schrift mir Kerstadt mir als ADR für die Independenten sind. Aber von den Start-ups, die Leute Initiativen holen, die Risiken holen. Wir wollen eine konsequente Unterstützung von Zukunftstechnologien, vom Weltraumsektor. Wir werden doch die Idee, wenn der Chambre de Commerce abgreifen, von einer Medical Valley. Auch das ist interessant. Aber wir wären nicht da, wenn man nicht gehen so, wenn man den Weg in der medizinischen Forschung, da kann das nicht mehr sein mit den höchsten ethischen Standards. Wir begrüßen Reformen für mehr Steuergerechtigkeit. Fonds d'investissement spécialisé, Stock Options an die Reformen, dat ze stattfannen als ein gut Sache. Wir hatten das auch lange gefordert, und es geht in dem Sinn an die richtige Richtung. Aber ganz zufrieden sind wir nicht. Weil wir müssen wissen, dass zum Beispiel bei den Stock Options, dass wir an der Konkurrenz mit anderen Finanzplätzen sind, mit anderen Wirtschaftszentren, und dass man Lützeburg attraktiv halten. Dass neben einer bestimmten Kategorie, wo Feierungspersonal auch muss können Material Vorteile haben, für Lützeburg zu kommen. Die kommen ja nicht, wenn es der Müller da. Also muss man also gucken, dass man wirklich auch wenn man Stock Options an einer sommer mal finanziell Avantage reformieren, dass man nicht aber auch gleichzeitig als Vierteil drauf kriegen. Wenn es nach so zu einer Steuerreform kommen an dieser Legislaturperiode, weiß ich nie, dann darf die nicht zu der Lasten von der Familie gehen. Für uns ist klar, dass eine Individualisierung eine Option ist, aber dass die Familie soll steuerlich beförderlich gehen. Wir wollen keine ideologische Reformen gegen die Familie. Mir eine punktuelle Besserstellung von den Leuten, die mehr wie andere am Armutsrisiko sind. Das ist das, was wir zu einer Steuerreform erhoffen. Dazu gehören DAX monoparental Familien. Nur hin muss geguckt gehen, auch nur die Witleute, dass die nicht unbedingt nur 3 Jahre dann direkt reklassiert gehen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man den Kampf gegen das Armutsrisiko breit anlehnt und Platz in den ideologischen Hass auf die Familie wie Gambia erpflegt. Wir unterstützen Familien und hey, all die Leute, die mengen werden so eine Motion für Brett wie Kammergeld sagen, lo, und nicht am Ende der Legislaturperiode lo. Und für zu sagen, dass all die Vierdeler, die Leute im Kammergeld an den letzten Jahren verloren haben, durch Desindexierung, das sind rund 20% vom Wert, das soll nur bezahlt gehen. Da sehen wir ja, wen sich zu den Familien, und wen sich wirklich dazu bekennt. Ihr könnt
Et kann den sich auch überlegen, wenn den über Steuerreform schwätzt, ob nicht so die Investimente an die Entreprise steuerlich mehr favorisieren. Bei uns am Land ist es so, dass der größte Teil vom ungespurten Kapital an den Immobilier investiert wird. Das auch an der Reihe, aber es hat ein gewisses Risiko, dass es kann über Zeit zu einer Bulle immobiliär führen. Dafür müsste man auch überlegen, ob man nicht Anreize sollte schaffen, für an mehr produktive Investitionsmöglichkeiten im Bereich von unseren Entreprisen zu investieren. Wir wollen noch, dass die Steuertabelle endlich muss regelmäßig und die Inflation angepasst gehen. Die Kahlprogression verstoppten Steuererhöhungen sind für uns nicht akzeptabel. Und noch da wenn's, tun wir, Herr Präsident, eine Motion vorbereitet, für die Steuertabelle regelmäßig muss und die Inflation angepasst gehen. Und schließlich wollen wir, wenn das eine Steuerreform kommt, wollen wir auch alle steuerlichen Aspekte von der Heimarbeit, also im Teletravail, auch in der Sicht im Vergleich zu der traditionellen Arbeit, wir können den Vergleich zu machen und zu gucken, wo man muss am Interesse der Leute, die Teletravail machen, oder von den Patronen, die für die Heimarbeit auch müssen investieren, wer da muss steuerlich vorgesehen gehen. Ich hatte den geringen Kollege versprochen, ganz am Anfang, für mich ein bisschen mit ihren Theorien auseinanderzusetzen, mit den Energien und den 1,1 Milliarden, die sie Lotto umsetzen für Klima und so Sachen, das ist nicht wenig Geld. Und ein bisschen mal zu gucken, was das heißt. Ich hatte irgendwo ein Beispiel gelesen, das war nicht schlecht, weil wir wissen ja, dass die volatilen oder die Alternativenergien, die bei den Geringen so an der Mode sind, so die industriell Wandanlagen an den Büschen oder Solarpanelen, dass die volatil sind, dass sie nicht funktionieren, weil gerade keine Wand bläst oder keine Sonne schenkt. Los ist so, dass den Impfstoff, den ich gelesen habe, für Pfizer auf minus 70 Grad Celsius muss gekillt gehen. Ne? Wenn in der Lunge ein Alternativ möchte, und das gerade keine Wand, dann muss der Impfstoff auch gut für Wäschgeheize gehen. Wir brauchen zuverlässige Energien. Und ich will die scheinbar 3 Thesen konfrontieren. Die erste These, als Alternativenergien haben einen enormen Ressourcenverbrauch, schulden der Natur, also keine Lösung für den Energiebedarf von der Gesellschaft aufzudecken. Die zweite These, als die Reduktion von minus 55% der Kohlendioxidemissionen die Regierung will realisieren, die Europäische Union auch, als ein selbstmörderisches Programm für unsere Ökonomie und zerstört immer Zukunftsperspektive von unseren jungen Leuten. Und die dritte These, als so gewollt zu sein an die Europäische Union alle hochgestachten Ziele, so wie geplant, sollten erreichen, da muss man nachgucken, was dann den Effekt von den Maßnahmen ob Klimaprojektionen IPCC ob Jahr 2100 gingen durchstellen. Was ist der Effekt von einer potenziellen Temperaturerhöhung von den Maßnahmen, die heute proposiert, die minus 55% bei den Kohlendioxidemissionen, aber wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Wir haben für die Stadt an allen Menschen zu erlauben, ein bisschen darüber sich zu dokumentieren, haben wir zeitgleich mit meiner Redezeit, setzt man da bei der Site adr.lu. Und all die Dokumente, die ich nehme, ich fuhre just ganz sehr summarisch darüber, kann sich dann auch auf dem Site angucken und ich kann hier zum Beispiel nicht stark rekommandieren. Die erste These, die Alternativenergien sind nun sich keine vertretbare Energiequelle. Dort ein Lützeburger Ingenieur, der Heinen, den hat einen Leserbrief geschrieben, der auch auf rtl.lu ganz interessant, weil nicht nur gerechnet, was das bedeutet. Ganz interessant. Und nun hat sich zum Beispiel vorgestellt, wie plausibel ist das, dass sich diese Strategie überhaupt kein durchsetzen. Und was heißt das für unsere Umwelt? Wir haben nicht das nur gerechnet, und am Lützeburger Mix brechen wir 40 Terawattstunden für also den Energiebedarf aufzudecken. Natürlich müssen wir für unsere Energiepotenzial am Blick mal einen Faktor 7 multiplizieren. Aber wir möchten das ganz einfach, wie den kohlendioxidarmen Strom, den die Regierung gehetzt produzieren, brauchen, also wir schätzen 40 Terawattstunden, brauchen wir also entweder eine Atomzentrale an der größten Kette, wenn ich will, das will er nicht, oder alternativ 8000 industriell Onshore-Wandanlagen, 8000, oder 60.000 Hektar Photovoltaikanlagen, umgerechnet 600 Quadratkilometer in einem Land von 2586 Quadratkilometer. Alternativ 2 Millionen Hektar Agrarfläche für Biogas zu verstromen, 2000 Quadratkilometer in einem Land von 2586 Quadratkilometer. Komplett unrealistisch. Kosten
sind natürlich auch so berechnet, dass sie eigentlich auf den asiatischen Preisentwicklungen basieren. An die können nicht mehr gemerkt gehen, wenn es extrem niedrige Lohnkosten zum Engen an zu schreckliche Konditionen für die Natur auf der anderen Seite, zum Beispiel wie die Racherden aus dem Boden zu holen, die man brauchen, wie Wandenergieturbinen, nicht all Tipp, davon wir auf jeden Fall viele verschiedene Typen davon brauchen die Racherde, wie das können sie machen, können sie leisten, aber wir wissen ja nicht, wie die Preisentwicklung an diesen Bereichen ist. Wir müssten, für das können sie machen, pro 100 Wandanlagen pro Jahr oder kurzen Zeitaufstand oprichten, komplett unrealistisch, sowohl weil Platz so geht, mir auch weil Leute nicht wie wollen. Wie auch der Bürgerinitiative gegen die industrielle Wandanlagen in Deutschland, das ist komplett surrealistisch. Die Umsetzungszeit. Europa nur 20 Jahre Ausbau von alternativen Energien liegt bei 3% Wandenergie an 1% Photovoltaik. Wenn man an dem Rhythmus 4 braucht man pro 100 Jahre, um ihre Rezepte zu dekarbonisieren. A Punkto Klimaschutz als doch interessant Kohlendioxidemissionen pro Energieform zu vergleichen. Bei der Kernenergie sind es pro Gigawattstunde 5 Tonnen, bei der Wandenergie 12 Tonnen, bei der Photovoltaik 40 Tonnen. Auch das muss ich am Kopf behalten, wenn ihr von alternativen Energien schwätzt. Schließlich der Klimaplan, den dir als präsentiert wird, die 25%, die man so in 2030 erreichen und alternativen Energien, da gibt man Kooperationen mit Biokraftstoffimportern, mit teuren Zertifikaten geschafft, die man so im Ausland kaufen. Aber wie gesagt, die Realität aus. Die Realität aus, dass man am Lützeburger Energiemix, mit dem wir können leisten, 2030 bei 9% liegen, alternativ. Und bei denen 9% als Wandenergie stellt 1,3% durch. Das muss ich wissen. Wir müssen wissen, dass all die industriellen Wandanlagen, die darüber abgerichtet gehen, die ja nicht gerade schön sind, die zum Teil, ich weiß nicht, Zölle, mir hat die Question parlamentäre Gestalt, wie da draußen fahren, wie viele Fulle von denen pro Jahr totgemerkt gehen, wie viele Kilo Insekten, das sind Tonnen Insekten pro Jahr, die totgemerkt gehen durch die industriellen Wandanlagen. Aber was bringen sie für als Energieversorgung? 1,3%. Aber wir rechnen mir Licht zu machen, der T-Staat 98,7% nicht können aufgedeckt werden darüber. Und das zu einem enormen Preis. Wisst ihr, von dir her schwätzt wir am Budget 1,1 Milliarden für Klima und so weiter, aber da rechnet das mal nur. Wir haben Schulden auf den Grad, und dir schwätzt von Nachhaltigkeit. Das sind die nächste Generation, die das müssen bezahlen, wie 1,3% von der Stromversorgung durch eine Energieproduktion aufgedeckt zu kriegen, die auch noch Fullen und Insekten futtern möchte. Und als Landschaften macht. Zwei Thesen. Die minus 55% sind selbstmörderisch für als Ökonomie. Und da verweisen ich auf zwei Quellen. Die einen müssen erkennen, das Stadtquelle ist die gehen, wo wir in der Finanzkommission wären, das gesagt, nicht wie gesagt, Leute können da bei der Punkt der Lu ganz gerne gucken. Und was die Statistik weiß, ist ganz klar. Für die Kohlendioxidemissionen bis 2030 zu realisieren, braucht man einen dramatischen Rückgang. Wenn man an der Covid-Krise hatten, über die nächsten 7 oder 8 Jahre bis 2030 eine Größenordnung mit einer Reduzierung vom Bruttoinlandsprodukt pro Jahr, dass man eine permanent ökonomische Krise provozieren, mit allen sozialen Konsequenzen. Aber wie will die Leute das durchstellen? Wir lösen schon die Argumentation vom Chômage. Das ist komplett irresponsabel, das ist nicht realistisch. Ich gehe mit den Leuten auf die Straße, an Kollegen heimat. Die Leute auf die Straße zu protestieren, wenn Arbeitsplätze aufgedeckt gehen, wenn so ein Projekt den sowieso schlussendlich nicht bringt. Wir haben oder die müssen permanent Kohlendioxid steuern und Luftsätze wieder dort zu erreichen. Wir haben auch an der Gitte lesen, einen Artikel von Vincent Benard, das ist ein französischer Ingenieur, das ist ein Spezialist für die Evaluation von die Ökonomie von staatlichen Maßnahmen zu evaluieren. An den letzten 28 Jahren ist der Kohlendioxidverbrauch am Durchschnitt um 0,8% pro Jahr gefallen. Wir müssen den Rhythmus versiebenfachen, wie das hier können zu erreichen. Versiebenfachen, also eine Reduktion vom Bruttoinlandsprodukt pro Jahr von minus 2,8%. Also eine permanente Covid-Krise. Dann den dritten Punkt. Was ging das hier logisch für Temperaturerhöhung, wenn wir das hier alles machen? Das ist ja das Argument. Wir müssen gucken, dass die Welt nicht mehr warm geht, und dafür gucken wir, wie das hier alles umzusetzen. Und da referiere ich mich auf den Björn Lomborg, das ist ein ganz angesehener internationaler Professor für Statistik, Präsident vom Kopenhagen Konsensus, Stanford University, nicht das nur gerechnet. Und dann sieht ihr, wenn wir die 55% holen, die die Europäische Union will, Männer
Kohlendioxidemissionen dann emittieren, dat sind umgerechnet 12,7 Milliarden Tonnen Kohlendioxid. Wir setzen die an Klimamodelle vom IPCC an, vom International Panel on Climate Change. Weil die muss wissen, wenn man das rechnen, sind minus 150% europäisch Emissionen, fällt an der Welt der Europäischen Union 9% ungefähr von der Kohlendioxidemissionen, 91% sind nicht EU. Die Weltbevölkerung wächst rapid, an Europa vielleicht man an andere Regionen mehr, die Entwicklung an den Regionen wächst rapid. Natürlich muss ich mal den Gesamtblick holen, das möchte. Und dann wird es gerechnet, ganz spannend. Und wisst ihr, was das Resultat ist? Ihr wisst wahrscheinlich nicht. 0,004 Grad Celsius. 0,004 Grad Celsius. Und da muss ich noch wissen, das heißt, wenn das Temperaturziel dagegen erreicht geht, dass man nicht den 1. Januar gegen erreicht, sondern den 11. Februar. Das ist ein Effekt, 6 Wochen. Aber wie, dass das aber der Carbon Leakage gibt, das heißt, dass ganz viele Industrien, wenn sie nach den ökonomischen Druck können, gehen raus aus der Europäischen Union gehen und in eine andere Region produzieren gehen. Da werden effektive Gewinn 0,0017 Grad Celsius, manner wie 0,02 Grad Celsius für katastrophale Konsequenzen für das Budget und als Ökonomie. Deshalb muss ich einfach wissen, was ich will. Und wir wollen die Umwelt schützen, aber wir denken das bis zu Ende. Wir gucken, was bringt wirklich etwas. Wie können wir das machen? Wie können wir den menschlichen Einfluss auf Klimaentwicklung reduzieren? Wie können wir als Fluss und als Luft schützen? Aber auch eine vernünftige Manier, die macht keine Ideologie, die macht als Ökonomie Futti da. Und das hat absolut keinen Wert. Da könnte auch der Preis dabei, wenn im ganzen Europäischen Union den noch evaluiert, zu einer niedrigen Estimation geholt. Bis 2030 kostet uns das ungefähr 5 Billiarden Euro, ich weiß mit den traditionellen englischen Textteil, oder Billionen, pardon. Billionen, das ist wahrscheinlich die richtige Übersetzung. Auf jeden Fall wird wichtig als 3-mal mehr wie die Covid-Krise. Inklusive der Rettungsfonds. Also, wir sind wirklich mit ihr falschen Weg. Wenn wir wollen die Umwelt schützen und wir wollen das ganz dezidiert, dann ist das nicht der richtige Weg. Wir müssen forschen. Wir sind noch nicht auf dem Punkt, wo wir wirklich wissen, wie wir können effektiv dekarbonisieren. Wir wollen dekarbonisieren. Aber wir müssen auch wissen, dass wir am Rhythmus machen, wo man nicht als Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen wichtigen ökonomischen Zentren in der Welt verlieren. Wir müssen gucken, dass wir das verantwortungsvoll machen, dass wir das konsequent machen, dass wir den Umweltschutz nie vorstellen, aber auch irgendwie sind wir Realitäten behalten. Das Problem mit den Geringen ist immer Rangideologie. Eine verantwortungsvolle Partei, die möchte Umweltschutz mit ökonomischem Geist. Und das ist das, was wir machen wollen. Es ist ganz klar, Herr Präsident, dass das Budget, das wir präsentiert haben, für uns nicht akzeptabel ist. Wir sind am Defizit. Wir wollen kein Defizit, wir wollen keine Schulden mehr, wir wollen Schulden zurückbezahlen, wir wollen verantwortungsvoll, nachhaltige Politik für die nächsten Generationen machen. Wir wollen eine volontaristische Trajektoire sehen, wie wir können mittelfristig Finanzziele realisieren, wie wir können aus der Schuldenfalle rauskommen. Wir wollen Kontabilisierungsregelungen ändern, auch für große Depensen, wie das wir da einen anderen Approach kriegen, aber wir wollen die richtigen Prioritäten setzen, ohne Ideologie, auch am Bereich von der Umwelt. Für uns als ADR ist dafür die Position klar, dieses Budget ist für uns nicht akzeptabel. So nicht, merci. Merci vielmals. Très bien. Très bien. Am nächsten angeschriebenen Redner, Herr Präsident von der Honorablen. Bitte ich trete aber nach den Herrn Schill-Baumfurt. Herr Baumfurt. Merci, Herr Präsident, dass ich darf eine rhetorisch stark Intervention hören vom Herrn Kartheiser über den Fonds. Du der Frieden sich Sengmeinung machen, das steht hier zu. Schon die Moje der Menge Intervention gesagt, dass wir am Anfang von der Krise, wie wir an die Krise rangegangen sind, Staatsfinanzen auf stabile Face hatten. Den Herr Kartheiser hat ein paar Mal heute Wurstum, Französisch geben so fustigé, ich fand nur das letzte Mal nicht, dass er von den Herr Gilbert Freyer immer gesagt hat, die stramme Wurstum. Ich wollte am Anfang der ADR just ganz kurz vorstellen, wie Sie sich vorstellen, durch das Krise zu gehen, an der wir sind, weil wir an alle Guten in den letzten Jahren kein Wurstum gehabt hatten.
Merci für das Wort, Herr Präsident. Merci, Herr Gilles Baum. Und ich gehe kurz zurück und den Herrn Ferner Karteiser. Herr Präsident, ich bin ganz früh über die froh, weil da lässt man noch ein Keier klar zu machen, Karteiser hat gut. für ein paar Punkte von meiner Intervention noch einmal abzugreifen und zu erklären. Das ist das, was wir gerne hätten, als dass wir Kontrolle über unsere Wachstum zurückkriegen. Dass wir nicht an einem Automatismus dran sind, wo wir gezwungen sind, ob der will kommen raus, 4 bis 5% Wachstum pro Jahr zu realisieren, wir können Pensionen zu finanzieren. Das wir in der qualitativen Herr Bartolomeo, wann ich gelieft. Ich komme aber gerne auf Ihre Rolle und da sagt zurück bei der letzten Pensionsreform, wo der SAP Pensionen gekürzt hat. Das war der SAP, die das gemacht hat. Aber wir hätten gerne eine Pensionsreform, wir hätten gerne ich antworte nur mit Herrn Baum, Herr Bartolomeo. Ich will gerade nicht angefangen, Herr Baum zu antworten. Den Herr Karteiser hat not gut. Voilà, merci, Herr Präsident, weil der Baum verdient eine Antwort. Also den ersten Teil von der Frau ist ganz einfach, was wir hätten, als wir kommen aus den Automatismen raus, die zwingen zu wissen, weil wir immer gerne eine Kontrolle über unsere Politik hätten. Wir müssen einfach eine Souveränität gewinnen, für unsere Wachstumspolitik können, selber zu dezidieren, ohne Automatismen. Erster Punkt, das wäre schon ein richtig großer Progress. Den zweiten Punkt habe ich abgezeichnet, selbstverständlich brauchen wir ökonomischen Wachstum. An Südrhein hat auch geschwärzt vom PIB, du Bien-être, an hier und da. Das ist nicht der Wachstum per se, den wir vorstellen, aber wie wollen wir ihn erreichen? Und da habe ich eine ganze Reihe Sachen abgezeichnet, wo wir gerne hätten, dass Lützeburg wirklich Frontrunner ist, dass wir gut sind. Die Investitionen in Zukunftstechnologie, Reindustrialisierung an Sektoren, die in Europa fehlen, Entwicklung von Spitzentechnologie, Medical Valley, all diese Optionen habe ich doch genannt. Und das ist nicht, dass wir Wachstumsgegner wären, wir sind Gegner vom Automatismen, und wir sind Gegner davon, dass wir müssen an Sektoren investieren, die nicht zukunftsorientiert sind. Aber wir brauchen, für das zu machen, da muss mich das auch klar sagen, wir brauchen genug Energie für das zu machen. Es kann keine Industrie, es kann kein Handel, es kann keine florierende Ökonomie mit Arbeitsplätzen betreiben, auf Basis von volatilen oder ungenügenden Energien, auf Basis von Energienetzen, die zusammenbrechen, weil es nicht geriert gewinnt, unzuverlässigen Energiequellen. Es muss in das zusammen denken. Es muss wirklich der Courage, um das umzugehen, Herr Baum. Und ich bin überzeugt, von die richtigen Prinzipien von Ihrer Partei weiter bekannt, da ging wir auch hier nach Kauf fahren. Denn Herr Di Bartolomeo, Herr Präsident, hat auch eine Frage. Nee, Herr Di Bartolomeo, die hier ist, Herr Karteiser. Denn Herr Di Bartolomeo war schön brav. Wir gehen aber direkt kurz zurück und den Herr Gilles Baum. Entschuldigt, Herr Präsident, wenn ich nachher genau hacken, denn Herr Karteiser hat aus seiner Intervention gesagt, er gibt was so, wo der DR gibt Spuren. Ja. Und hat nur eine Mesure genannt. Und du hast übergesprungen zu den Mesuren, ich will just ältere Geld. Und du hast aber, Herr Karteiser, sieht aber nicht mehr auf die Punkte nachgegangen, wo der DR an dieser Situation gibt Spuren. Und ich meine, das gibt mich, vielleicht auch mal Kollegen, Herr Bonnen, aber wirklich interessieren, wo der DR zu diesem Moment an der finanziellen Situation, wo wir sind, gibt. Mal ganz gerne, Herr Baum, ich will leider meine Noten, hatte ich schon auf meinem Tisch, aber ich gehe nicht trotzdem spontan gerne ein paar Antworten darüber. Für uns gibt es ein paar Grundprinzipien, ich habe nicht gesagt, wir hätten das Budget am Gleichgewicht. Aber wir haben über die Jahre immer in unseren Interventionen schon verschiedene Optionen abgezeichnet. Ich gehe nicht daher ein paar. Am Bereich von der Entwicklungshilfe haben wir gesagt, wir limitieren also auf 0,1, es geht alles kontabilisiert, was wir die OECD-Regeln vom DAC können kontabilisieren, und wir beschränken also auf die 0,7% vom Bruttonationaleinkommens, die wir zu Rio de Janeiro 1992 also engagiert haben. Wir merken, ja, Herr Gras, wo eine Frage stellen, stehe ich gerne zur Verfügung. Zweitens, Beiträge bei internationalen Organisationen. Das ist eine Sache, wo wir unheimlich viel ausgehen, und zwar disproportioniert par rapport an unserer Größe, par rapport zu anderen Ländern einer ähnlicher Größe. Armenia weiß das ganz gut. Wir gehen Kontributionen DAX an einer Größenordnung, die mehr als für die von Ungarn oder viel wie große Staaten. Wir sollen als ADR als Kontributionen an internationalen Organisationen sollen proportional sein zu der richtigen Größe, die wir als Land durchstellt, ökonomisch. An de PIB ass net immer do e guten Gradmesser, weil auch par rapport zum PIB bezahlen wir auf vielen Organisationen viel zu viel. Bei der Europäischen Union, Herr Gramegna,
wäre mir nicht damit d'accord gewesen, und du meinst, es sind 70 oder 80 Millionen mehr, die man das bezahlen, wo eine neue Ressource propre mal nicht aufgesehen, weil da kommen nach Überraschungen. Wäre mir nicht damit d'accord gewesen, dass wir einfach den Brexit kompensieren, dadurch, dass jeder mehr bezahlt. Wir hätten da andere Positionen vertreten. Unserer Meinung nach muss die Europäische Union sich da decken und strecken wie ihre Staat. Aber wir hätten da nicht massiv als Kontributionen erhöht. Wir hätten geguckt, dass wir ungefähr auf dem Niveau bleiben, wie die Europäische Union ohne United Kingdom ging durchstehen. Und das hat uns auch ganz viel Suen am Budget gespart. Also, Entwicklungshilfe, Beitrag bei internationalen Organisationen. Dritter Punkt. Wir haben eine ganze Reihe Politikbereiche hier im Land, die rein ideologisch sind. Aber wo wir nicht d'accord sind. Wir haben bei den Sozialisten schon mal, wie gesagt, eine Reihe Sachen abgeschrieben. Ich probiere aber das klar zu sagen. Wir investieren ganz viel an Kampagnen, zum Beispiel vom Egalitätsministerium, wo wir Probleme haben. Weil wir mengen, dass der Staat, weil man mengen, ich weiß, dass die ideologisch auf der Linie sind, die geht schon zu und davon aus. Es gibt einfach verschiedene Orte, wie darüber umzugehen. Wir haben andere Prioritäten wie dir, und wir gingen also bei den Sachen, die dir da betreibt, gingen wir einer politisch auszuholen. Den Ausbau vom Staat. Wir sind für einen starken Staat, den sich auf seine Kernaufgabe konzentriert. Ein starker Staat ist nicht ein pläthorischer Staat. Wir hätten gerne, dass der Staat zum Beispiel im Sicherheitsbereich genug Leute hat, dass genug Leute an den Administrationen, die zu den Hauptkompetenzen vom Staat gehören, Steuern, Justiz, Sicherheit, Diplomatie, das sind Kernkompetenzen vom Staat. Die Education, Gesundheit zu einem guten Teil. Was darüber rausgeht, das muss einfach der private Sektor leisten. Und das einfach, ich habe gesagt, wir müssen Staatsquote am Erbe halten, und wir müssen garantieren, dass doch der private Sektor kann genug Leute rekrutieren. Das heißt, die permanenten Ausbau vom Staat. Das ist etwas, was wir nicht mehr drohen. Wir gehen zum Beispiel gucken, welche Administrationen sie wirklich nötig, welche haben eine Plus-Value. Und ich will just daran erinnern, wir hatten immer den Wasserkap an der Education nationale kritisiert. Wir hatten zum Beispiel kritisiert für den Observatoire de la Qualité scolaire gefällt, genau von dem wir nie etwas hört. Wir haben dagegen gestimmt. Weil wir gesagt haben, was soll das bringen? Jeder hat eine Meinung über die Qualité scolaire. Wir brauchen nicht mehr mit konzernierten Leuten zu schwätzen oder gucken, was bei PISA herauskommt oder bei anderen Resultaten. Da wissen wir das. Für was brauchen wir eine extra Administration? An den letzten Jahren, wir hatten eine Question parlamentär gestaltet. Ich weiß, wie gesagt, ich habe Note der Handel. Ich meine, an den letzten Jahren sind 20 oder 30 neue Administrationen gegründet gehen. Also dann illegitim, für zu gucken, was davon wirklich nötig ist oder ob man nicht Sachen zusammenlegen kann. Gucken, wie man Sachen besser machen mit anderen Mitteln, mit anderen Prioritäten. Wir wollten keinen losen. Wir wollten aber Leute vielleicht neu reaffektieren, aber beim Rekrutiment losmachen, für das wir auch können die Ausgaben vom Staat am Griff halten. Und es gibt ja Beispiele noch. Und wenn wir hingehen, und ich wäre froh, wenn wir könnten eine Debatte darüber feiern, wie wir können spuren. Wenn wir uns an der Musik berät, das friert eben politische Courage. Und ich habe auch gesehen in den Reaktionen von der LSAP, dass es heute so wichtig ist, auch mit Courage zu Decisionen zu stehen und nicht einfach aus Bequemlichkeitsgründen bei dem weiter so wie bisher, weil wir können uns das nicht mehr leisten. Herr Karteiser, Herr André Bauler will sich schon vorstellen. Merci, Herr Präsident. Schon Herr Karteiser just frohen, dit gesot die Scheier tschen Produit intérieur brut a Revenu national brut, die geht immer mehr an neen, an die fand dat net gut hunn Staat richtig verheiert, wie nogelcht Schuversicht attentivement not ze leisten. Ja, Herr Bauler, du dat richtig scheieren. Ich wollte just so a Menge Bescheidenheet als Ökonomist wollte just so, sind zwei verschiedene Konzepte. De Produit intérieur brut as Zomm vun alle Mehrwerter, die geschafft gin. Das eng Approche Produit. De Revenu national, das Nationalabkommen sech. De Produit intérieur konsideiert all die Produktionen, die nationalen Territoire gelegt gin. De Revenu national steht do fir d'Abkommens vun de Residenten, die also ha im letzte Territoire wohnen. Es sind zwei verschiedene Konzepte. Intérieur könnt noch dabei national, dat heißt die Scheier, die sie spielt, as nicht ernst das, wie ein Hinweis auf die Internationalisation von unserer Ökonomie. Rein ökonomisch gesehen wird es gewährt, um mehr zu sichern. Ich würde just aufmerksam machen, dass wenn
de Produit interieur brut net geif klammen, da wir wahrscheinlich de Revenu national brut auch net geklommen, da das dat wollte just so für dat klar. Also Herr Bauler, Herr Karteiser, du bist DP aus. Gegen mir net auffallen, Herr Bauler, Kompetenzen überhaupt auf vorzustellen schon gut nicht an der Ökonomie. Und ich respektiere selbstverständlich die Erklärung, die ich auch für richtig fand, die dir als Kind. Ich will just aufmerksam machen, ob das von der Zentralbank gesagt wird, wo sie es das erklärt wird. Und die Zentralbank könnte doch am Mengen an richtig resümiert, dass das einen immer mehr großen Teil von unserem Abkommen am Land und Ausland fließt. Und unser Problem ist da, dass man muss, weil das ja eine Belastung auf Zahlungsbilanz, Transferen und so weiter, das wisst ihr. Und wir müssen einfach gucken, weil das ein langfristiges Gefahr, auch für Gleichgewichte hier am Land, ökonomisch Gleichgewichte und die Resonamente, die wir feiern, als die das dort zu erkennen, wie dir das auch beschrieben hat, wie zu gucken, muss man das redressieren, wie können wir das redressieren, und für uns, also klar, dass da ein Gefahr leidet. Und das ist eben gut, dass wir das so thematisieren, und wir wären froh, wenn andere Parteien sich auch gegen die Analyse anschließen, also wir müssen darüber diskutieren, weil es kann nicht gut sein für eine Ökonomie, dat eben immer mehr großen Teil von dem was erwirtschaftet an Land einfach im Ausland fließt, in Form von Transferleistungen, von man Dachskehre zu holen. Und das eben das Problem, das wir wollten ausschwärzen, ist so nicht merci, weil zusätzliche Erklärungen, sie wurden richtig, sie wurden deklariert, wir so wir müssen offener ausgehen und da gucken, dass wir Lösungen finden. Merci, Herr Karteiser. Ich spreche für die Zeit, für die Wort weiterzugehen. Und den Herr David Werner.